Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Ja, und ich habe immer noch Farbe am Finger. Ich weiß, Leute, alles ist gut. Ähm, zum Taktikfuchs für das Spiel bei RB Leipzig. Bevor wir da reingehen, ihr kennt's, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, und Taktikfuchs ist das Format, wo ich euch meine Einschätzung zum Spiel sage und die Mannschaft so aufstelle, wie ich sie ins Rennen schicken würde. Spiel bei RB Leipzig. Ja, sehr wahrscheinlich eins der 3, 4 schwersten Spiele, die man haben kann in der Bundesliga. Ja, auswärts ist vielleicht noch Dortmund dabei, Stuttgart, Frankfurt, vielleicht noch Leverkusen, wobei ich Dortmund und Leipzig schon als die schwierigsten Spiele auswärts ansehe. Die letzten beiden Spiele auswärts in Leipzig haben wir einmal 3-3 gespielt, einmal 2-2. Leipzig ist eine Mannschaft, die Tore schießen kann. Die Frage wird sein, ja, die Frage wird sein, wie, also, ich mache mir um unsere Innenverteidigung gar keine Sorgen, ja? Also, da wird sehr wahrscheinlich Upamecano und Jonathan Tah auflaufen, deswegen haben beide ja auch ein bisschen Schonzeit bekommen. Frage ist, wie sieht's auf den Außenverteidigerpositionen aus, und wie sieht's mit Manuel Neuer aus? Das Gegentor war auf jeden Fall 'n Torwartfehler meiner Meinung nach. Ansonsten war er gut. Ja, das muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Ja, es wird auf Kleinigkeiten drauf ankommen, ja. Und natürlich, Leipzig ist jetzt nicht die konstanteste Mannschaft diese Saison gewesen, jetzt aber auch nicht super unkonstant. Man ja an der Tabellensituation. Ja, kann 'n interessantes Spiel werden, kann 'n torreiches Spiel werden. Um unsere Offensive brauchen wir uns nur bedingt Sorgen machen. Ja, es muss halt wieder ein bisschen mehr aus der Zentrale kommen. Ich erwarte ein schwieriges Spiel, definitiv. Mein Tipp für das Spiel ist, boah, das ist schwierig, ey. Ich tippe ungern Unentschieden, von daher tippe ich 'n 3:2 für uns, ja. Aber das Spiel kann gut und gerne auch unentschieden ausgehen. So, ich denke, da brauchen wir, nicht drum rumreden. Ja, na klar, wenn wir keinen guten Tag haben, kannst du das Spiel auch verlieren so. Das ist Leipzig hat, eine Heimniederlage, aus 8 Spielen, sonst alle 7 Spiele gewonnen, ist super heimstark. Ähm Es wird wie immer sein. Es kommt auf unsere Qualität drauf an, ja. Aber dieses Mal wird auch die Qualität in der Abwehr gefragt sein, was sonst nicht so der Fall ist in vielen Spielen, ja. Alles andere würde mich überraschen. Es kann natürlich sein, dass wir, keine Ahnung, 'ne Leistung zeigen und Leipzig gar nicht erst ins Spiel kommen lassen. Wir werden's sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir auch mal verteidigen werden müssen, ja, erst recht auswärts. Also, ja, mein Tipp ist 3:2 für uns. Es kann aber auch 4:2, 5:3, da ist alles möglich, ja. Ich glaube nicht, dass es irgendwie 0:0 oder sowas wird. Ich glaube, wir werden 'n torreiches Spiel sehen. Ähm, ja, und ich hoffe, unsere Mannschaft hat wieder diesen extra Push, der in Köln so ein bisschen nicht da war. Ja. Und damit gehen wir mal rein, ne? Damit gehen wir mal rein. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Ich überlege gerade die Torwartposition. Ähm, wie gesagt, Manuel Neuer war stark, hat diesen einen Fehler gehabt. Ähm, die Frage ist, ob es jetzt sinnig ist zu sagen, ich werfe 'n Obich da kalt rein, der jetzt wieder gar nicht, lange Zeit gespielt hat. Ist natürlich schwierig. Bisher hat er's immer gut gemacht, aber soll man ihn das da jetzt aufbürden in so 'nem Spiel? Ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, ich würde es mit Neuer an die Sache angehen. Wie gesagt, sonst war es stark. Der eine Fehler, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist das jetzt auch nicht neu diese Saison, ja, dass Manuel Neuer sich oft viel zu früh entscheidet bei Schüssen, die auf sein Tor kommen. Im 1 gegen 1 ist er super stark, ja, da gibt's gar nichts dran zu deuteln, ja. Da ist er wahrscheinlich immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Da gehe ich mit. Aber gerade was Schüsse angeht, er ist immer super schnell schon in irgendeiner Ecke und hat sich entschieden, ja. Und das war, glaube ich, auch bei dem Gegentor in Köln so ein bisschen das Problem,
dass er dann nicht mehr richtig hinkam, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin da unentschlossen. Man müsste da echt mal Trainingsleistungen sehen, ja? Dann könnte ich diese Sache natürlich viel, viel kompetenter entscheiden. Und sollte ich da den Eindruck haben, den ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, dann würde ich eher 'n Urbich aufstellen als 'n Neuer. Aber ich hätte 'n Urbich schon in Köln aufgestellt, so, dass er auch dann ein Spiel gehabt hätte, so, ja? Weil wie gesagt, in Leipzig wird ein Spiel sein, wo wahrscheinlich nicht nur ein oder 2 Schüsse aufs Tor kommen, ja? Und deswegen ist es gerade so ein bisschen die Scheu bei mir zu sagen: „Komm, ich werfe 'n Urbich da rein“, so. Ja, du kannst 'n Urbich reinwerfen gegen irgendwelche Gegner. Auf der anderen Seite kann's auch 'n Vorteil sein, wenn 'n Torwart viel zu tun hat, ich weiß es nicht. Ja, wir machen den Safe Call und, machen Manuel Neuer. Gut, wir machen's vorne relativ schnell mal eben, ja, die 3, da gibt's, ja, im Topspiel gegen Leipzig keine Alternativen. Punkt. Ja, die einzige offene Stelle ist die Zehnerposition und ganz ehrlich, auch wenn Lennart Kahl mir auf der rechten Seite besser gefällt, würde ich 'n Lennart Kahl da bringen und das muss einfach 'n bisschen variabler werden, ja? Ähm, Ulisse und Kahl müssen sich 'n bisschen mehr abwechseln auf der Zehnerposition. Das hat im letzten Spiel, also nicht Köln, das Spiel davor, hat mir das 'n bisschen gefehlt, ja? Da war Kahl so der klare Zehner, beziehungsweise ist dann auch mal, mit auf die Seite gegangen. Hm, das Thema ist natürlich, wenn Harry Kane sich fallen lässt hier in diese Räume rein, ähm, Lennart Kahl ist ja vieles, aber mit Sicherheit kein Spieler, der im Strafraum dann super viel Präsenz zeigen kann und da schon die Erfahrung hat wie eines Jamal Musialas. Wobei auf der anderen Seite Jamal Musiala mit im Kader ist, ja, aber ich glaube nicht, dass er 'n Startelf-Kandidat ist. Ähm, Ich würde mal so anfangen, weil, ja, wenn Lennart Kahl 'n guten Tag hat, wir wissen alle, was er kann, ja. Er kann da schon 'n Faktor sein. Und wie gesagt, das hier, dieser Wechsel muss halt ständig da sein, ja. Ansonsten Olisse kann 'n super starker Zehner sein, ne? Hat er schon bei der Nationalmannschaft gezeigt, hat er auch bei uns schon gezeigt. Also, man muss jetzt hier nicht sagen: „Ey, die müssen alle 3 Minuten die Position wechseln“, aber es wäre schon schön, dass wenn die sich mal abwechseln würden und das nicht dann auch nur für 2, 3 Minuten, sondern alles gut, lass mal 'ne Viertelstunde, so anfangen und dann sollten die beiden die Position tauschen für 'ne Viertelstunde und dann wieder zurück, sodass Leipzig halt auch ähm 'n bisschen darauf reagieren muss, ja. Das wäre meine Startgeschichte vorne. Alternative, ja, ich denke, 'n Guerreiro hat's gar nicht so schlecht gemacht zuletzt auf der Zehnerposi, ja, aber ähm ist natürlich 'n ganz anderer Spielertyp, ja, aber ich nehme ihn jetzt hier mal rein, einfach damit wir 'n paar Alternativen auch hier reinsetzen können. Wisdom Mike natürlich und dann haben wir natürlich noch Serge Gnabry, den mache ich mal hier rechts hin, der natürlich auch, als hängender Stürmer oder spielender Stürmer, wie man das heutzutage so schön sagt, auch agieren kann. Also, könnte man ihn auch da reinmachen, aber einfach mal, damit wir auch mal sehen, welche Alternativen wir haben. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, dass 'n Guerreiro natürlich auch 'ne Alternative ist auf der Rechtsverteidigerposition, ja. Aber mein Move, ich habe es schon in der PK gesagt, was die Rechtsverteidigerposition angeht, ist, keine Frage, oder? Das ist 'n schwieriges Spiel, und von daher, da ist er, der König, endlich auf seiner Königsposition. Ja. Und damit ist die Zentrale auch relativ klar, ja. Pavlo ist eh gesetzt und ich würde Tom Bischof daneben stellen und Leon Goretzka als Alternative, belassen. Auch Leon hat, glaube ich, schon mal 'n Rechtsverteidiger gegeben sogar. Ähm, Das wäre meine Startelf, was diese Position angeht. Ja, ich denke, 'n Kimmich wird eh dann in diese Räume auch gehen, ja. Er wird auch in diese Räume gehen. Aber Kimmich ist halt 'n starker Rechtsverteidiger, der auch 'ne gute Flanke hat. Ähm, und er hat natürlich die Erfahrung auch auf dieser Posi durch die Nationalmannschaft. Und du brauchst gegen
RB Leipzig, auch starke Außenverteidiger, ja. Und ja, das wäre meine Wahl und nicht 'n Guerrero oder sonst was. Zur Viererkette habe ich ja auch schon gesagt, also Tah und Upa gehe ich von aus, sind da gesetzt. Ähm, Wir haben gesehen, dass Min-Jae 'ne sehr, sehr starke Alternative ist, ja. Von daher habe ich da auch keine Kopfschmerzen, wenn da einer Wehwehchen hat oder so, dann bring Min-Jae rein. Ja, Min-Jae ist 'n bisschen unsicherer im Aufbau wie die beiden, so, das ist 'n Fakt, ja. Das kann dir natürlich gegen Leipzig, je nachdem, wie die Geschichte angehen werden, wenn die uns pressen et cetera, dann kann das natürlich 'n Faktor sein. Von daher würde ich sehr wahrscheinlich erst mal mit den beiden anfangen wollen. Auf der linken Seite, ja, für mich gehört da 'n Ito hin. Natürlich ist die Alternative Alphonso Davies, der auch wieder im Kader ist. Kandidat für die Startelf, ich weiß es nicht. Ja, dafür habe ich einfach viel zu wenig Trainingseindrücke, ja. Auch beim Ito weiß ich's nicht, der da umgeknickt war. I don't know, ja, so, I don't know, ich habe da keine Einblicke. Ähm, ja, dann hört's auch schon fast auf, so, ja. Was sind die Alternativen für rechts? Dani nicht da, Conny nicht da. Ähm Das war's. Wir haben keinerlei Alternativen sonst 'n Jugendspieler, ja, was jetzt auch nicht das Problem ist, oder was ich nicht als Problem sehe. Boe natürlich auch nicht da, so, ja, der ist auch noch krank. Also, das sind unsere Alternativen, die wir haben, ja. Ihr seht's, vorne ist ja, du hast Serge Gnabry, den du vielleicht einbauen könntest. Du hast 'n Rafa Guerreiro, den ich jetzt auch keine 90 Minuten gegen Leipzig da auf 'ner Zehnerposition zutraue, wenn ich ehrlich bin. Und du brauchst 'n Rafa Guerreiro eigentlich noch als Alternative, falls auf der Rechtsverteidigerposition irgendwas passiert, ja, deswegen würde ich ihn auch gar nicht in die Startelf stellen. Du hast 'n Leon Goretzka, ja, der es ordentlich gemacht hat, der aber auch auf der falschen Posi gespielt hat. Meiner Meinung nach vor Pavlovic ist das 'ne Farce, er gehört hinter Pavlovic. Ähm, Weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber gut. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ich bin auf die Aufstellung gespannt, die wir sehen werden. Das ist sehr interessant diesmal. Ja, was man sich da einfallen lässt. Alternative ist natürlich hinten auch eine Dreierkette, ja. Gerade mit Ito und Tah und Opa, wäre es gar kein Problem, mit 'ner Dreierkette zu agieren, ja. Da müssen natürlich wir können es ja mal bauen, ja, mit einer Dreierkette agieren, was natürlich ein bisschen offensiver ist, müssten natürlich unsere Außenverteidiger oder unsere Außenstürmer viel mit nach hinten arbeiten. Mache ich mir bei Luis Diaz so gar keine Sorgen. Ja, das macht er sowieso. Olise macht das auch, nicht in dem Umfang wie Diaz, müsste sich da ein bisschen steigern. Heißt, die beiden müssten ein bisschen mehr Fokus auch auf die Defensive legen. Ähm, Vorteil dadurch, du hättest natürlich ein Übergewicht. Ja, du könntest zum Beispiel auch mit einer Doppelspitze dann agieren, mit dem Serge Gnabry noch mal dahinter. Die Frage ist, ob das sinnig ist. Du könntest dann aber auch auf eine Dreierkette im Mittelfeld gehen, ja, oder auf 'n Zweierblock, ja. Könntest den Bums natürlich dann auch so bauen. Und wenn wir ehrlich sind, Diaz hätte kein Problem damit, diese Position bekleiden, und 'n Kimmich könnte sich auch aus der Zentrale dann im gegnerischen Ballbesitz auf die Rechtsverteidigerposition fallen lassen, so wie es wahrscheinlich in der Viererkette auch sein wird, ja. Ähm, Dann wird hinten mit einer Dreierkette aufgebaut, wenn wir so agieren, wie wir es gerade stehen hatten. Wenn wir den Bums jetzt hier so stehen haben, wer unser Spiel kennt, weiß das, ja. Wenn wir so agieren, wenn wir im Aufbau sind, dann geht Kimmich auf diese Posi. Oder geht mal über die Seite mit Michael Olise. Das machen immer unsere unsere Außenverteidiger, ja. Und da Ito auch ein Innenverteidiger ist es kein Problem, dass der Bums dann im eigenen Ballbesitz vielleicht so geht, ja, und 'n Diaz ein bisschen sich fallen lässt, wir hier ein Übergewicht haben. All das sind Dinge, die passieren können, ja, und da bin ich sehr gespannt.
aber das ist eigentlich unsere Spielweise, ja. Eigentlich auf beiden Seiten, aber ich denke, gegen Leipzig sollte man das vielleicht nicht ganz so hardcore machen und vielleicht, wie ich's grade gemacht habe, sagen: „Komm, wir bleiben mit 'ner Dreierkette hinten anstatt nur mit Zweien." Aber das kommt auch aufs Spielgeschehen drauf an, ja. Also, es wird 'n sehr interessantes Spiel, denke ich. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch und hoffentlich mit dem besseren Ergebnis für uns. Und rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.